Jeden Tag haben sich mehr Leute entschieden, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Die Jünger waren so begeistert von dem, was Jesus für sie getan hat, dass er für alle ihre Sünden am Kreuz gestorben ist und jetzt wieder lebt. Sie wollten unbedingt, dass so viele Menschen wie möglich hören, dass Gott sie liebt und dass ihre Schuld vergeben ist. Die Botschaft hat sich schnell ausgebreitet und umgesprochen. Und du meinst, ich bin jetzt einfach befreit von all dem, was ich falsch gemacht habe? Ja, genau so ist es. Jesus hat es für dich und für uns alle übernommen. Wahnsinn, oder? Wir müssen nicht mehr etwas dafür machen, sondern dürfen es einfach als Geschenk annehmen. Meinst du wirklich, dass Gott mich so gern hat? Ich mache darum gerne wieder Fehler. Vielleicht gilt das für mich nicht. Mal, das gilt für alle. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob du ganz schlimme oder nur kleine Fehler gemacht hast. Gell? Das ist so grossartig, dass man es fast nicht glauben kann. Ja, wirklich. Das klingt viel zu schön, zum wahr zu sein. Weisst du was? Komm doch am besten einfach zu uns in die Kirche. Das ist ein Ort, wo sich alle, die an Jesus glauben, treffen. Und dann erzählen wir einander von seiner grenzenlosen Liebe, damit wir das nie vergessen. So ist die erste Kirche entstanden. Immer mehr Menschen haben an Jesus Christus angefangen zu glauben. Darum hat es immer mehr Leute gegeben und dann hat man nach Christen gesagt. Sie waren füreinander da, haben gut zueinander geschaut und alles miteinander geteilt. Auch dann, wenn sie einander gar nicht so gut kennt. Sie haben es geliebt, ihre Freude, die sie durch Jesus gewonnen haben, mit anderen zu teilen. Sie haben allen von Jesus erzählt und haben immer mega fest Freude gehabt, wenn jemand Neues zu ihrer Gruppe dazugestossen ist. Teilen macht Freude. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt. Wenn du ein neues Spielzeug zum Geburtstag hast bekommen, dann fängt es damit zu spielen. Aber noch mehr Freude macht es, wenn du mit deinen Freunden dein Spielzeug teilen kannst und dir zusammen damit spielen und lachen, bis dir vom vielen Lachen der Bauch wehtut. Die Freude haben die Christen dann auch erlebt, weil sie den Glauben an Jesus mit anderen teilen konnten. Die Kirche ist immer grösser geworden und schon gleich hat man nicht mehr nur in Jerusalem von Jesus erzählt, sondern auch in den Städten rundherum und mit der Zeit auch in verschiedenen Ländern. Und so sind immer mehr Kirchen entstanden. So ist die Kirche immer grösser geworden. Es hat aber auch andere Menschen gegeben, jüdische Leiter zum Beispiel oder Römer, die gar nicht Freude hatten an diesen Christen. Sie hatten Angst, dass die Gruppe zu gross wird und dass niemand mehr an ihre Götter glaubt oder in ihre Tempel geht. Sie haben den Christen weh gemacht und haben sie manchmal sogar ins Gefängnis geschossen. Aber Gott hat den Kirchen geholfen zu wachsen. Er hat dafür gesorgt, dass die gute Nachricht von Jesus schon gleich nicht mehr nur in Jerusalem erzählt wurde, sondern auch in den Städten rundherum und dann noch in ganz vielen anderen Ländern.